Guten Abend, meine Damen und Herren. Sommerzeit, plitschi-planschi, kurze Röcke, lange Beinezeit. Und nicht nur bei den Männern. Auch in der neuen Ausgabe unserer erfolgreichen Talkshow geben sich die Gäste von Michael Kossler nicht nur die Klinke, sondern auch die Kölschgläser in die Hand. Der in ihren Programmzeitschriften ausgedruckte Beitrag „Die 40 schönsten Kreisverkehre NRWs" wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Und nun viel Spaß bei Talk am Nil, Kossler, Kölsch und Klav. Juhu! Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den Mann, für den der Begriff hip nicht ein Bewusstseinszustand, sondern ein Fakt seines Lebens ist. Ihren Gastgeber Michael Kossler. Meine Damen und Herren, der Samstagabend ist zurück! Dankeschön! Aussehen, 2 Bier! Guten Abend, guten Abend! Ach, das ist ja aus. Ja, jetzt hab ich wieder einer! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Talk am Nil, meine Damen und Herren! Prost! Dankeschön. Gehen Sie berühren, machen Sie ruhig weiter. Ja, Sie können, ja, warum nicht? Ich bin schrecklich, ich nehm's mit. Meine Damen und Herren, eine Band, virtuos und entspannt, die Floortimers! Und ein Mann, der noch genug Chaos in sich hat, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Fritz Zarathustra Zöller! Schön. Fritz, schön, dass du und dass Sie, liebe Zuschauer, wieder ins Linkewitz gefunden haben und Sie zu Hause an den Bildempfängern. Und ich sage immer wieder, so eine Show, wie wir sie heute produzieren, so eine Show wäre vor 12, 15 Jahren gar nicht denkbar gewesen. Die Technik, der Fortschritt war noch nicht so weit, für mein Gesicht sowieso nicht. Und erst heutzutage können wir so eine Show produzieren. Gut, Freunde meinen, so eine Show sollte man für das Geld, was wir bekommen, sowieso nicht produzieren, aber das ist eine andere, aber das ist eine andere Sache. Aber was leben wir nicht auch in einer spannenden Zeit? Die Computerprogramme werden immer umfangreicher und komfortabler, die Kameras werden immer kleiner. Und ich weiß noch, ich habe angefangen damals mit dem Commodore 64er. Wer kennt den noch, Commodore 64er? Wer hat den benutzt? Ja. Da hinten gibt es einen, hier, aber Sie hatten noch mit Konrad Zuse, mit den Lochkarten, oder? Commodore war für Sie schon Science Fiction wahrscheinlich. Ja. Ich weiß noch, beim Commodore 64er gab es eine Audiokassette, da war das Programm drauf. Das hat man dann in die Datasette reingeschoben, das Programm auf den C64er aufgeladen, dazwischen kurz mal ein 925-teiliges Plastiksegelschiff von Revell gebastelt und danach kam man wieder und schon war das Programm auf dem Commodore drauf. Commodore, ja, du? Ein Opel. Ja, in deiner Zeit, Bernd. In meiner Zeit war das ein Computer, der so viel Speicherkapazität hatte, wie heute ein Erstklässler im Bleistift hat. Und ich habe da nämlich noch einen alten Bericht gefunden aus der Zeitschrift Test. Und die hat damals geschrieben zu den Heimcomputern: Die Enttäuschung ist vorprogrammiert. Kleine Denksportaufgabe. Man braucht es nicht und trotzdem wird es wie verrückt gekauft. Was ist das? Ganz einfach, ein Heimcomputer. Wir prüften 7 Modelle und suchten verzweifelt nach sinnvollen Einsatzmöglichkeiten. Unser Fazit: Wer auf die elektronische Aufrüstung seines Heimes verzichtet, büßt keine Lebensqualität ein. Fritz, gutes Stichwort. Hast du auch einen Commodore 64er gehabt oder wann fing das bei dir an mit den Computern? Ich war 60, als ich anfing mit Computer. Ui. Ja, wir hatten im Verein, hatte ich alle die Arbeitsstunden und so, das hatte ich alles auf Kartei geschrieben, 15 Jahre lang mit der Hand.
Und ja, auch einen Bleistift. Ne? Ja. Und dann haben die gesagt, also wir müssten jetzt umstellen auf Computer. Das wollte ich eigentlich ja nicht. Ne? Dann haben die gesagt, ja, einfach mit so Nord, die könnten uns eine Meter mit der Hand, also auf Computer. Muss ich dazu sagen, Fritz, du warst ja im FKK-Verein in der Vorhaut, im Vorstand. Vorstand. Ja, das ist Ihr Niveau, das ist Ihr Niveau. Im Vorstand war der Fritz. Ja, Ja. ja, ist ja gut. Beruhig dich, ist gut, ist gut. Ja, das ist wieder Typ, die ganzen Nieder, in der Vorhaut. Ja, du warst aber da im Vorstand und hast den Computer aber auch privat genutzt. Ja, später habe ich mir ja selber einen gekauft. Ne? Wie ich das dann so konnte, dann habe ich das selbst gemacht. Und habe auch mit dem Computer gemalt und auch meine Bilder, etliche davon, mit dem Computer verfremdet. Ne? Du hast auch ein paar mitgebracht. Das habe ich gemalt mit dem Computer, ja. Kannst du ruhig mal selber in die Hand Kann ich das so halten, ja. So, das so, also was das ist, weiß ich selbst nicht, aber das ist schön. Das ist eigentlich schon Pop-Art, oder? Das ist doch. Ja, oder Fritz, was haben wir hier? Das ist Fritz Zöller steht hier, die Schrift habe ich verzogen, das ist. Da hat aber die rosa Pillen so viel eingeworfen, oder? Nee, das ist die alte Sütterlin-Schrift. Die kennt ja doch nur noch ein paar Lücksche. Ja. Dann ist das auch wieder fort. Was haben wir hier? Was hat sie hier fotografiert Da habe ich und einen bearbeitet? Putzlappen erst eingescannt und dann habe ich den mit dem Computer ein bisschen verarbeitet. Ja, hier eingescannter Putzlappen. Oder? Ein Staubtuch, ne? Fritz voll auf drin. Ja, da war ich voll drauf, ja. Wieder was. Das ist teuer. Das ist Fritz voll Das auf sind ja immer neue Sachen, die man Das über ist dich erfährt. ja. Was haben wir hier, Fritz? Ja, hier habe ich eine Collage gemacht Ja. von einigen Bildern. Das ist also einmal, Das ist die Definition einer Collage, ja? ja, das ist die Collage davon. Und das ist der Bruno, der Bär, der hat den letzten Schuss nicht mehr gehört. Okay. Dann ist hier seine Seele, die geht ab in den Himmel. Okay. Und da ist eine Brücke in Mülheim, die gibt es auch nicht mehr. Ja. Da ist die Kirche Aus. in Mülheim und das ist die Türkei, wo ich in Urlaub war. Aber gibt es nicht auch Schattenseiten beim Computer, wo du sagst, also da werde ich ekelig, wenn das nicht funktioniert? Ja, wenn das Ding nicht funktioniert, also das kein Bild geht oder ich kann kein Mail ablesen, ne? Ja. Dann werde ich ekelig, dann werde ich nervös. Da muss man einer von meinen jungen Leuten suchen, ne? Die mir dann kommen und das helfen. Also ich bin Anwender, ich kann doch nichts. Also da rufst du mich schon an. Nee, ich bin junge Leute. Ja. Was willst du machen? Ne? Nein, aber es gibt ja auch Schattenseiten beim Computer. Ja, Der hat zum Beispiel, seitdem es Computer gibt, ist der Papierverbrauch stetig gestiegen, anstatt gefallen. Und in Deutschland wird pro Jahr mehr Papier verbraucht als in Gesamt-Süd- und Mittelamerika zusammen. Liegt das an den Deutschen oder an dem Computer? Nee, das liegt an den Deutschen. Warum? Die haben ja auch 3- und 4-lagiges Klopapier, weil Ja. sie von jedem einen Abzug haben müssen. Was habt ihr an Fritz Zöller? Ja. Aber bei allem Fortschritt und Technik bin ich froh, dass wir heute einen Mann hier haben, von dem ich sagen kann, ist es gut, dass es solche Leute noch gibt. Er ist ein Oldschool-Rocker, er ist ein Mucker. Im besten Sinne begrüßen Sie jetzt mit mir, hier ist Detlef Konrad und Charisma. Applaus! Safe on the wings of a little young hawk, fall to the mountain so high. Straight to my lips, she whispered a kiss, like a gentle and sweet lullaby. It sounds like an answer for questions so deep, feels so particular right. Soft and so sensual, strong lion heart, like a tiger, she's here by my side.
while I was wandering the desperate plains, aching for no one I miss. She came with a smile and blew me a kiss, said, darling, it is like it is. The mountains may crumble and wash to the sea, the valleys may tremble as well. We should be dancing in love while we can, so much we never can tell. Darling, it is like it is. Songs made for singing instead of a kiss. Yes, it is like it is. 400 miles till the touch of your hand, where nothing is left to think out. Innocent children, no turning back, when we find what we're talking about. I want to kiss you all over and then I want you to treat me the same. Soft and so sensual is raining that night, and my voice is whispering your name. Darling, it is like it is. Songs made for singing instead of a kiss. Yes, it is like it is. Darling, it is like it is. Songs made for singing instead of a kiss. Yes, it is like it is. Dankeschön. Detlef Kollert und Charisma. Detlef. Danke. Schön, dass du da bist. Danke, gleichfalls. Herr Kostler, lassen Sie sich Ihr Haar lang wachsen. Warum denn? Ja, schauen Sie mal hin. Michael, lass dich nicht irritieren. Ja, Lass danke dich schön. nicht irritieren. Danke schön. So aus dem Gesicht ist auch schön. Ja. Oder? Ich kann das auch nicht. Also ich mag das nicht, wenn sich das hinten so kräuselt. Das ist irgendwie. Macht er doch nicht. Nee, ne? Nee. Da wird sich doch nichts kräuseln. Aber sicher, bei dem Fett, was ich immer drin habe. Aber Waschen Sie mal. darf ich jetzt vielleicht? Ja, bitte. Ja, danke. Charisma, die Band gibt es seit wann? Charisma gibt es, also die Konstellation Frank an der Gitarre Hallo, und Frank. ich Gesang. Genau, mein Kollege Frank Nerger. Auch mal Händchen. Hallo Frank. Frank? Gibt's in der Konstellation seit 2003. Also wir haben nächstes Jahr 10-jähriges. Auch schon schön, hätten wir nicht mit gerechnet. Das ist eine Sache gewesen, Charisma war eigentlich nie geplant. Das ist, man macht ja im Laufe seines Lebens, die Mucker, die hier sind, wissen das, viele Pläne, wie es laufen könnte. Und, Moderatoren auch. Moderatoren wissen das auch, natürlich. Und letztendlich ist es dann immer das, was ganz zufällig passiert. Und Charisma ist auch ganz zufällig passiert. Charisma heißt ja, wer weiß es nicht, griechisch für Geschenk, Gabe. Ja, Und der Name hat sich ja insoweit so entwickelt, dass es so Self-Fulfilling Prophecy geworden ist. Ja, das war genau, das war eine lustige Geschichte, weil Charisma kommt aus dem Griechischen eigentlich. Also man muss dazu sagen, Moment, Augenblick. Ja. Also ganz wichtig, wenn man sich mal Nachmittag Zeit nehmen will, das vielleicht zu gucken, wie wir das schreiben. Ich wollte es ja auch immer richtig aussprechen. Und sagen, Detlef, du bist ja jetzt bei ja, Charisma, ist schon richtig. Okay. Ja, dann, und manche Läden sind es halt Krishma und denken direkt an eine Sekte. Ja, okay. Ich sag mal, wir sind die kleinste Sekte der Welt. Ja. Nur ich, Frank, gehört gar nicht dazu. Also, auf jeden Fall, Charisma kommt aus dem Griechischen, heißt Geschenk, ist richtig. Und wir haben uns eigentlich als Geschenk entwickelt, weil wir werden unheimlich oft verschenkt in dieser Konstellation. Inwiefern?
Oh, Geburtstage, Jubiläen, Hochzeiten, Scheidungen, Beerdigungen, ist alles dabei. Also kommt alles vor und für die Buddhisten auch Wiedergeburt. Und in welcher Altersgruppe? Also kann man da schon sehen, ja, das sind die in den 70ern so 14 bis 18 waren oder sind da Ältere dabei, Jüngere? Also ich sage jetzt mal, am besten funktionieren wir zwischen 40 und 60. Ja. Also habt ihr hier genau euer Zielpublikum getroffen, Herr Neil? Ne? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Dann hast du aber auch noch ein anderes spannendes Projekt. Das ist so ein bisschen, wer den Film kennt, School of Rock. Ah ja, okay. Also du hast ein Hauptschulprojekt mit Kindern und was ja, machst genau. du mit denen? Also es ist also ich komme ja nicht hier aus Köln. Gebürtig bin ich Westfale, wohne aber. Okay. Bin aber in Köln aufgewachsen. Ja. Ich wohne jetzt bei, wie der Kölner sagt, Siebursch, also mit Doppel-SCH. Ne? Ja. Siegburg. Ja, ja. Und da gibt es eine Hauptschule und da hat der Kinderschutzbund ist irgendwann auf mich zugekommen, auch im Kontakt über eine Musikschule. Haben gefragt, ob ich da Band-AGs für Kids geben würde, Ja. 5., 6., 7., 8. Klasse. Ich habe einfach gesagt, klar. Ohne zu wissen, was es ist. Keiner wusste, was es eigentlich soll. Aber es sind jetzt Band-AGs da jedenfalls draus geworden und es ist eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, ist jetzt im 3. Jahr läuft das. Und auch sehr erfolgreich. Ja, ist sehr erfolgreich. Und die Kids fahren halt, die sagen nicht, hier, mach mal Lady Gaga, sondern die sagen, hast du nicht hier, es kommt alles, es ist von allem etwas. Also das kommt auch. Ja. Und da wundere ich mich auch immer wieder. Aber es kommt natürlich auch alles, was im Moment auf YouTube läuft, wo selbst ich auch überfordert bin und nicht weiß, wer ist das eigentlich. Oder aber letzte Woche war das noch in, aber diese Woche ist das schon wieder out. Irgendwie so. ist es nicht so Kommt alles Mögliche. sowieso so, dass man sagt, na gut, in den 90ern gab es noch Techno oder House vielleicht noch und dann gibt es ja lange Zeit gar nichts mehr Neues. Erlebt dadurch jetzt der Hardrock, der Rock eine Renaissance? Merkt man das? Weil du auch sagst, wir werden auch sehr viel gebucht. Also was ich glaube ist, dass die Art von Musik, die wir machen, die Kollegen werden mir zustimmen, ist zeitlos. Es gibt einfach eine Linie, wo ich sagen würde, die ist sowas von zeitlos. Das, was heute raus, also sowas wie eine musikalische Revolution, die hat es ja irgendwann seit den 60ern nicht mehr gegeben. Ja. Also da ist viel Technisches drumherum passiert und es ist wird viel an der Peripherie rumgeschraubt, aber so wirklich die Basis von Rockmusik, die ist irgendwann in den 60ern erfunden worden und seitdem hat sich nichts mehr getan. Das war es aus. Ja. Weil alles, was heute passiert und immer als neu verkauft wird, wenn man dann merkt, es ist irgendwas, was Substanz hat, dann guckt man hin und sagt, naja, aber es war schon vor 30 Jahren nicht neu oder vor 50 Jahren. Und vor 30 Jahren gecovert. Da war es auch schon gecovert. Ja, ja. Also es ist immer so eine Sache, also ich tue mich da immer schwer mit, was ist denn jetzt wirklich neu und so. Weil Techno ist natürlich vielleicht etwas, wo man sagen kann, naja, ist halt durch die Technik bedingt eben eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, elektronische Musikinstrumente hat es nicht gegeben. Aber ich glaube, dass auch das nicht wirklich neu ist. Also wenn man sich zum Beispiel indische Musik anhört, Tabla-Spieler oder sowas, das sind alles rhythmische Pattern, die da vorkommen, das kommt alles von irgendwo, das ist nicht unbedingt neu. Ja. Das ist halt anders aufbereitet, das ist halt alles irgendwie in einem anderen Look, mit einer anderen Oberfläche, aber es ist nicht wirklich neu, also das würde ich nicht sagen. Aktuelle Frage, wie steht ihr Musiker zum Urheberrecht? Ist ja in allen Medien und nach dem Motto, nichts downloaden oder doch downloaden, weil es ist Werbung von uns. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, aber auch wenn das Schulkinder sind, die dürfen trotzdem nichts runterladen. Wie geht man da also das hat es ja vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Da hat man einfach die Kassetten kopiert oder weil wenn Mel Sandok mit seiner rollenden Disco angereist ist, auf Play and Rec gedrückt und hatte halt eine Kassette. Ja, vielen Dank für die Frage, aber ich würde gerne auf eine andere Frage antworten. Ja, ja, such dir eine aus. Nee, vielleicht dazu kurz was. Also ich meine, da wird im Moment eine Menge diskutiert, irgendwie über Urheberrecht und so weiter. Erstens mal, es gibt ein Urheberrecht, ja. So, und ich wüsste auch nicht, was man daran verändern sollte. Wenn einer Urheber von irgendwas ist, dann ist er Urheber von irgendwas. Da gibt es überhaupt nichts dran zu drehen. Also es ist einfach so, ist eine Tatsache. Worüber da viel diskutiert wird, glaube ich, ist auch wieder eher, da diskutieren Institutionen darüber, wie Gelder verteilt werden sollen. Was letzten Endes vielleicht hilfreich ist, letzten Endes aber den Künstlern selber auch nicht viel weiterhelfen wird, ganz einfach. Meine Meinung dazu oder sagen wir mal meine Konsequenz daraus ist gewesen, auch vielleicht jetzt sowas wie Charisma, irgendwann zu sagen, pass mal auf, wir reduzieren das jetzt auf den kleinsten Nenner, den es gibt und arbeiten einfach. Wir arbeiten als Musiker und mit dem, was wir erarbeiten können, verdienen wir unser Geld, fertig aus. Ja, alles, was da drumherum ist, an Peripherie, wo diskutiert wird über
Vergaberechte und so weiter, Institutionen, wird es für einen Künstler sowieso sehr, sehr schwierig. Das heißt also, ihr sagt auch, also wir zielen auch gar nicht jetzt drauf ab, dass uns ein Label, Major-Label oder Independent-Label irgendwie mal entdeckt. Weil dafür seid ihr sowieso so lange mit dabei, wo du sagst, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich bin halt ein klassischer Mucker. Genau so ist es. Ja. Also letzten Endes brauchen wir das nicht. Also ich kann von dem leben, was wir da machen, mittlerweile. Ja. Und ich weiß, was es für ein Weg ist, dahin zu kommen, um davon leben zu können irgendwann. Und ich brauche nicht unbedingt ein Label dafür. Wir sind auf jeden Fall heute froh, dass du hier bist. Und ich würde sagen, wollen wir noch was hören von Charisma, oder? Aber Detlef, du hast ja auch natürlich alle 8 Folgen schon von Talk am Nil gesehen und weißt, was jetzt erstmal kommt. Jetzt kommt erstmal der Kölsch-Test. Der Kölsch-Test. Und da hat der Fritz schon die erste Frage für dich. Und wenn du die richtig beantwortest, dann hören wir noch einen Song von Charisma. Mach es doch nicht so schwer. Wer erfand das Kölner Brot? Ui. Das Kölner Brot. Das ist lange her, oder? Ja. Das ist schon eine Weile her. Da war ich, glaube ich, so 26 gerade. Gab es da schon Rock? Ja? Michael kam gerade auf die 40. Genau, ich war gerade, hatte meinen Runden gefeiert. Also ich würde mal vermuten, kommt ja nur einer in Frage eigentlich. Das war der alte Konrad Adenauer, oder? Ja. Das ist richtig, jawohl! Meine Damen und Herren, dann ist hier nochmal für Sie Detlef Konrad, Frank und Charisma. Applaus! Ein Stück Rockgeschichte, vorgestellt von Frank Nager. We all came out to Montreal, off a lake and leave a shoreline, to make rockets with a mobile. I didn't have much time yet. Frank Supper and the mother were at this place around. Some stupid with a flag on, I'm burning this place to the ground. Sing it! Smoke on the water, I'm fire in the sky. Smoke on the water, oh yeah. I'm burning down, yeah. They burned down the gambling house. I died from an awful sound. The funky crowd was running in and out, yeah. I'm pulling kids on the ground. When it all was over, we had to find another place. The Swiss time was running out. Seemed that we lose the race. Sing it! Smoke! I'm fire in the sky. Smoke on the water, alright. Two, three, four.
the fear red light, the yellow bay. We met a place to swear. No matter what, we've been out of this. I know we'll never forget. Smoke on fire in the sky. Smoke on the water. Here we go. Damen und Herren, Dave Konrad und Charisma! Dankeschön. Bitte? Na, endlich mal mit Rock zum Abitur, Künstler in die Schulen. Herr Kostler, machen Sie was. Merkt ihr das? Ja. Das hätte Okay. hart. Ich will auch solche Lehrer haben. Ja, hier, hör mal. Hier, guck mal, hier. Ich gehe auch zur Hauptschule. Juhu! Okay. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt nach diesem kleinen Intermezzo zu einem Mann. Er war in der letzten Folge schon dabei und wir haben säckeweise Postkarten und E-Mails bekommen. Die meisten davon waren von seiner Frau. In der es geheißen hat, dieser Mann ist Vox Populi, er ist des Volkes Stimme. Er hat beim letzten Mal gesagt, was in Köln-Niel Sache ist. Und darum begrüßen wir ihn heute wieder. Applaus, hier ist Dirk Felten. Dirk Felten, ein Mann, spricht klipp und klar. Dirk, was für ein Thema hast du uns heute mitgebracht? Also, es gibt viele Themen in Niel. Ich fange jetzt, du wirst doch jetzt wieder hinschlafen. Nein. Alles klar. So, fangen wir uns an. Problem, Kneipensterben. Ja, Kneipensterben. Es ist, die Gölsche Kneipe ist ein Kulturgut. Ja. Dort treffen sich die Leute, da ist man gesellig zusammen. Und in den letzten 20 Jahren sind hier in Niel, ich sage, so viele Kneipen kaputt, die hängen so viele Finger, habe ich nicht an der Hänge. Wie viele Kneipen hatte denn Niel? Für den Krieg 35. Ja, für Krieg. Oh, das ist ja noch gar nicht so lange her, Dirk. 35. Und ich habe vor dem Krieg alle 35 besucht. Nein. Nein, das nicht. Aber ich sage mal so, ab Ende der 70er Jahre habe ich mit meinen Touren angefangen. Wie Touren, oder? Ja, alles, auch. Da wurde Skat gespielt, da wurde geknobelt. Heute hast du nur noch 4 oder 5 Kneipen hin, das ist traurig. Und das im Umkreis nur von 1 Kilometer. Wo Genau, Wo kommen wir denn da hin? Wenn du heute nach Hause gehst, das ist ein trockener Weg. Früher konntest du noch in die Kneipe rennen, das ist für mich Du wohnst doch in Luftlinie nur 50 Meter von hier. Nein, ist es ja, sag ich, wenn ich jetzt am Sportplatz bin. Ach du Scheiß. Dort sind wir noch am Schützenhof. Da kommst du heutzutage ja nur an 2 Kneipen nur noch vorbei. Da kommst du nur an 2 vorbei. Früher kommst du an 10 vorbei. Ja, aber Du musst zwar anschließend immer wieder hinkommen, aber ja, war schön. Ja, aber man kann doch, ich sag mal auch in einem Restaurant, man kann nicht mehr als 4 Koteletts am Tag essen. Also warum braucht man denn so viele Kneipen? Es gehört zur Geselligkeit des Kölners. Der Kölner an sich geht gerne in die Kneipe, geht sich gerne Kölsch trinken und zerreiht rauchen. Weiß nicht mal, wie er nach Hause kommt. Och, er bringt dich nach Hause zur Not. Ja, so ist es. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir wenigstens die restlichen Kneipen, die noch hier im Ort vorhanden sind, dass wir die Jod besöken, denn wir wollen ein bisschen von unserer Kohle bringen, damit die wenigstens noch erhalten bleiben. Ein schönes Schlusswort. Meine Damen und Herren, Dirk Felten! Danke. Klipp und klar! Brauch mal Bier. Ich brauche es nicht. Leg hin. Prost. Aber Dirk, genauso wie du jetzt uns einen Zuwachs in Form einer neuen Rubrik gebracht hast,
haben wir jetzt auch noch eine neue Rubrik bekommen. Facebook macht's möglich. Denn über Facebook hat sich ein ganz alter Kumpel von mir gemeldet. Mit dem bin ich früher in Irish Pubs versagt, haben Spieleabende gemacht, haben auch das Geld zum Wirt gebracht. Und er hat uns über Facebook eine Videogrußbotschaft geschickt. Und zwar nicht aus Nordhessen oder aus dem Allgäu, nein, aus Bonaire. Und diese Videobotschaft, die schauen wir uns jetzt mal an. Und die Reise geht 7.930 Kilometer nach Bonaire. Bonaire ist eine der ABC-Inseln, Antigua, Bonaire, Curaçao. Und da lebt mein alter Kumpel Benji und er ist da Tauchlehrer und Gitarrist. Und ich habe ihn jetzt auch schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Der arbeitet da, das muss man sich mal vorstellen. Hey, das lieber Micha und Gäste und Zuschauer von Talk am Nil. Das ist ein Versuch der Berichterstattung und der Videogrüße vom Arbeitsplatz. Mein Name ist Benji, ich heiße Benji und ich bin ein alter Bekannter von Michael aus Köln und hier mit eben kurz am Arbeitsplatz. Wen haben wir hier hinter der Kamera mit Marvin? Hallo Marvin! Hallo! Und so, Marvin Unterbart. Und wir befinden uns hier auf Bonaire, das ist Insel in der Karibik, in der südlichen Karibik, gerade eben nördlich von Venezuela. Und man muss sich mal vorstellen, der Benji der hat voll den holländischen Akzent drauf, eben weil Bonaire eine niederländische Konklave ist, da wird holländisch gesprochen. Also ich habe mal gerade eben aufgehört zu sprechen, weil da kann man wahrscheinlich das Mikrofon nicht mehr verstehen, wenn man dann die Kamera wegdreht. Und wollte eben nur liebe Grüße ausrichten vom Arbeitsplatz hier am Strand. Der Marvin, der wird gleich noch in ein paar Sekunden gleich noch ein bisschen weiter filmen, dass ihr ein bisschen einen Eindruck kriegen könnt. Aber ansonsten sage ich einfach einen schönen Abend noch und viel Spaß mit Micha und seiner Sendung. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Ich muss leider meine Brille aufsetzen, weil ich bin ein alter Mann. Deswegen, hey, viel Spaß. Ladies and gentlemen, after the break, I would like to continue with a beautiful tune by Mr. George Benson. This tune is called Breezin', and it's an homage to the nice wind breeze we have today. So enjoy this one. Ja. Mein alter Kumpel Benji aus Bonaire, 20 Jahre nicht gesehen. Schön. Sehr schön. Man muss ja wohl eher sagen, ihr junger Kumpel aus Bonaire. Der ist ja auch ein bisschen jünger. Wer sind Sie? Ja, der und? Der kann ja auch ruhig ein bisschen jünger sein. Ist trotzdem 20 Jahre her. Was heißt hier, wer sind Sie, Herr Kossler? Was ist mit Ihnen los? Tun Sie doch nicht so. Kennen wir uns denn? Ja, natürlich kennen wir uns. Herr Kossler, jetzt sind Sie baff, ne? Ja. Warum eigentlich? Begegnen Ihnen selten Menschen auf Augenhöhe? Gut, ich bin 1,76, also... Und dann? Ich sprach von der innerlichen Augenhöhe, Herr Kossler. Darf ich vielleicht erstmal gerade weiter moderieren? Dann machen Sie erstmal weiter. Lassen Sie sich doch nicht stören, einfach so. Sie lassen sich ständig unterbrechen. Sie rufen doch die ganze Zeit rein. Nee, ich will in die Hauptschule. Was sind Sie überhaupt? FDP-Wählerin? Nix. Ich habe gewählt, Herr Kossler. Ja. Sie. Wie mich? Ach, das will ich hier, oder? Fritz, du bringst mal wieder auf den Punkt. Ich hätte beim Warm-up nicht irgendwie... Ja gut, dass ich beim Warm-up diesmal nicht gesagt habe, Michael, ich will ein Kind von dir. Ja, ja. Naja. Wo war ich? Ach so, ja genau, neue Rubrik Benji. Wenn auch Sie, weil ist ja jetzt Sommer, der Urlaub steht an, wenn auch Sie in Urlaub fahren und haben die Videokamera dabei, stellen Sie sich vor ein imposantes Gebäude, den Trocadero, den Petersdom oder bloß vor Ihre Frau und senden uns Videogrüße. Boah, das ist aber gemein. Kam aber ein bisschen spät. Das werden Sie
nicht tun, wenn wir wegfahren, Herr Kossler. Oh. Auf keinen Fall. Ich komme gerade vor wie in dem Film The Hills Have Eyes. Naja, egal. Wenn also auch Sie ein Urlaubsvideo haben, dann schicken Sie es uns, grüßen die Zuschauer und mich bei Talk am Nil und vielleicht mit ein bisschen Glück sehen wir uns in der nächsten Ausgabe als Videogrußbotschaft aus dem Urlaub bei Talk am Nil. Und jetzt kommen wir zu einem Mann und wenn ich ein bisschen jünger wäre, 20 Jahre jünger und mit ihm auf Augenhöhe wäre, dann würde ich auch gerne seinen Beruf ausüben, denn er hat einen richtig spannenden Beruf, denn er ist Spieleprogrammierer. Begrüßen Sie mit mir, hier ist Christian Majewski. Hallo Christian. Hi. Und da kann es ja auch nicht sein lassen. Ich habe gesagt, also wenn dieser Spieleprogrammierer schon auftritt, dann muss ich auch gegen ihn zocken. Denn woanders habe ich mal die Gelegenheit, einem Spieleprogrammierer einen überzubraten. Und natürlich auch gemäß dem Monat spielen wir nichts anderes als Fußball. Yeah. Was nehmen wir denn? Also ich nehme Bundesliga. Ah ne, Bundesliga, ich nehme FC. Wir können ja, aber ich sehe gerade, hier ist nur erste Liga. Nee, okay. Ist egal, der ist ja wirklich nicht so ein Mist. Ach nee, erste Bundesliga. Wir wollen auch nicht mehr über den FC jetzt sprechen. Nein. Okay, dann nehme ich Bielefeld, selber schuld. Nee, auch nicht. Nee, Bielefeld auch nicht. Kind gewinnen. Meine Frau sagt immer, ich wäre das Kind. Spielen wir jetzt überhaupt mehr Spieler? Das hoffe ich sehr. Ich guck mal. Christian, Sie sind Spieleentwickler. Ich dattel hier schon mal ein bisschen rum. Ja. Und man hat ja immer noch so Bilder im Kopf. Spieleentwickler, das sind Nerds, die erst um 15 Uhr nachmittags aufstehen, jede Menge Cheeseburger fressen, bei Mutti wohnen, aber ein IQ von 150. Stimmt das noch? Ja, also die Vorteile kommen ja vielleicht nicht von ungefähr, ja. Aber man muss ja sagen, Bildschirmarbeit ist immer so mit so ein paar Risiken verbunden, eine ungesunde Lebensweise, ja. würde ich sagen. Ne? Aber Sie leben gesund. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht ja auch in letzter Zeit ein bisschen, das hat sich ja so sehr viel verändert in der Spielindustrie. Ne? Also ja. Früher war es ja so ein bisschen sehr programmiererlastig, da waren sehr viele Techniker an den Spielen unterwegs. Ja. Mittlerweile wandelt sich das alles so ein bisschen Richtung so ein bisschen Kunst und Kultur. Ja. Und das heißt, es kommen sehr viele Designer ins Spiel, Fotografen, Filmemacher und so weiter. Und da wird es natürlich sehr abwechslungsreich. Wann haben Sie Sie müssen noch Ihr Team wählen. Muss ich das tun jetzt, ja? Ich habe Erzgebirge Aue. Ich konnte jetzt nichts anderes. Wann ich angefangen habe? Ja, genau. Also ich habe ja eine ähnliche Vergangenheit wie Sie. Ich habe jetzt, da tut sich nichts, wenn ich drücke. Oh ja, das warten auf Team. Ja, wunderbar, das ist okay. Ja. Also ich habe so eine ähnliche Vergangenheit wie Sie gehabt, in dieser Hinsicht. Ich habe angefangen an Atari-Rechner gehabt, der hat aber die gleichen Kassetten gehabt. Wo Gut, aber Atari war ja schon der Ferrari unter den Computern damals. Das habe ich dann natürlich meinen Freunden in der Schule auch gesagt. Ja. Ja, aber... aber ja, Anstoß. Ja, muss ich drücken hier. Also jetzt geht's hier los. Ja, also da hast du angefangen, ne? Also schön von meinem Vater auch irgendwie geschenkt bekommen, auch mit der Hoffnung, dass ich dann später dann auch irgendwie die Hausaufgaben drauf mache. Das hat natürlich überhaupt nicht gestimmt. Damals konnte man noch gar nicht auf dem Heimcomputer Hausaufgaben machen, das war ja nur... Das kann man heutzutage auch noch nicht machen. Aber ja, was ich dann natürlich gemacht habe, ist halt ganz viele Computerspiele spielen. Da schießt der Torwart selber aufs Tor! Das ist ja nicht, hab ich was gedrückt. Okay. Ja. Sieht ja aus wie echt. Ja. Ist ja auch echt. Ja. Was war Ihr erstes Spiel, was Sie programmiert haben? Worum ging es da? Das allererste Spiel, da war ich irgendwie 7 oder so. Ich glaube, es ging um U-Boote. Und man konnte tauchen und auftauchen. Und das war's. Cool. Aber naja, und heute, Sie haben ein eigenes Spiel entwickelt, für das Sie sehr viel Lob in der Fachpresse, aber auch Preise auch abgesahnt haben. Ja. Das heißt Trauma. Das haben Sie selber programmiert. Das Drehbuch zugeschrieben, die Hintergründe, Design, fotografiert, auch teilweise hier in Köln. Ja. Worum geht es in dem Spiel? Das ist so ein sehr ungewöhnliches Spiel, sage ich mal. Das ist jetzt, wenn man irgendwie von Fußball oder irgendwie Pong ausgeht, so, da muss man erstmal so sich ein bisschen reinfinden. Es geht darum, es wird eine Geschichte erzählt von einer jungen Frau. Ja, das hört man schon. Es geht um eine Geschichte von einer jungen Frau, die hat einen Autounfall gehabt. Die landet im Krankenhaus und erholt sich da im Krankenhaus und spricht mit ihrem Arzt über verschiedene Träume, die sie hat. Ja. Und als Spieler kann man in diese Träume einsteigen. Man kann sich da anschauen, was für Träume sie hat. Und sie erzählt wie einen währenddessen so ein bisschen, was die Träume bedeuten. Und man bekommt, während man halt durch ihre Träume sich navigiert, quasi wie eine Novelle, also wie ein Roman. Genau. Man bekommt mehr Einblick in ihr Leben. Genau, es wird so ein bisschen erzählt, worum es da geht und was für einen Hintergrund das Ganze hier hat. Wie lange haben Sie an dem Spiel programmiert? Fast. Sau! Ja, hier. Ja. Ich habe
3 Jahre vielleicht daran entwickelt insgesamt, wobei jetzt nicht irgendwie Vollzeit, das war natürlich immer mit so Pausen verbunden. Ja. Aber man sitzt da auf jeden Fall schon mehrere Jahre an so einem Spiel dran mittlerweile, ja. Was macht Ihnen am meisten Spaß, wenn Sie sagen, ja, ich mache das Design, die Hintergründe, das Programmieren sowieso, plus dann auch noch den Vertrieb auch noch, oder? Ja, also da muss man sich auch noch so ein bisschen damit auseinandersetzen. Man ist ja so eine One-Man-Show, also ein Independent-Entwickler, ne? Was mir persönlich am meisten Spaß macht, weiß nicht, auf jeden Fall die Fotos zu machen hat sehr viel Spaß gemacht, so in Köln rumzulaufen, sich so irgendwie so die Location rauszupicken, die vielleicht irgendwie nicht so von Touristen belagert sind und eben gerade irgendwie so ungewöhnliche Stellen, ne? Und dann irgendwie so die Fotos zu schießen. Welche und so. Location waren das? Das war ja ganz unterschiedliche Sachen gewesen. Also es war ja natürlich auch irgendwie so ein Unicenter, da gibt es irgendwie so Hochhäuser und so, da war ich nachts unterwegs, hat da irgendwie so eine Fontäne gefunden und so. Ich war am Hafen gewesen, da gab es irgendwie so eine Industrie-Romantik. Auf welchen Plattformen läuft es? Das läuft irgendwie, das ist auf dem Browser spielbar, also im Internet. Man kann einfach eine Webadresse eintippen, dann läuft es einfach so los. Und wenn es einem gefällt, da kann man es irgendwie auch kaufen für sich zu Hause. Dann braucht man kein Internet dafür und dann läuft es einfach so auf dem Computer. Klassische Frage, kann man davon leben? Das ist neuerdings, hat sich da sehr viel getan, ja. Also früher, als ich noch irgendwie angefangen war zu studieren, dann hieß es so, ja, man muss auf jeden Fall in die große Spielindustrie gehen und in das kleine Getriebe seiner großen Maschine. Ne? Das wollte ich gerade sagen, weil die Spiele, die es heutzutage gibt, jetzt auch für die Next Generation Konsolen, das sind ja halt nicht mehr mal so Pong-Spiele oder hier wie Fußball, sondern das ist ja schon eine Milliarden-Industrie, die teilweise mehr Geld verbraucht für solche Spiele als so mancher Hollywood-Film. Ja, das ist so eine Hollywood-ähnliche Industrie geworden. Deswegen, also das wird auch immer größer und man sieht auch so ein bisschen schon langsam, das wird ein bisschen zu groß. Oh. Ich komme da nicht über das Mittelfeld rüber. Ja. Also wird langsam ein bisschen zu groß und deswegen tun sich immer mehr Möglichkeiten auf für so kleine Entwickler, für Indies, für die Independent-Spielentwickler dazu, so Alternativprojekte zu starten, so Kunstprojekte, Kulturprojekte so ein bisschen zu machen, auch ein anderes Publikum anzusprechen und irgendwie so die Sachen zu tun, die sich die großen Entwickler nicht wagen. Und damit kann man durchaus leben. Wie stehen Sie zu den Ego-Shootern, Ballerspiele? Gefahr für die Jugend oder doch nur FDP-Wahlkampfthema? Da würde ich jetzt zum Thema FDP-Wahlkampfthema, da würde ich irgendwie so drauf tippen. Aber ich meine, man muss sagen, das sind ja so Diskussionen, die sind ja irgendwie bei jeder Generation aufgetreten. Ne? Bei den Comics früher war das ja auch so. Comics verderben unsere Jugend. Auch bei Musik, auch jedes Mal. Rockmusik. Ja, Charisma verdirbt unsere Jugend. Ja. Und Jazzmusik auch früher damals auch. Ne? Also das war jedes Mal immer das Gleiche und das ist ja nochmal das Gleiche in Blau jetzt nochmal. Ja. Insofern mach mir da keine Sorge. Also, sobald die Leute, die irgendwie mit den Spielen aufgewachsen sind, so ein bisschen älter werden, dann ergibt sich das Thema auch sehr schnell und dann finden wir was anderes, was wir irgendwie so ein bisschen. Ja, genau. Ich spiele auch keine Ballerspiele mehr. Ich muss jetzt auch weg. Nein, aber das neue COD, Call of Duty ist doch geil. Naja, okay, wir spielen Fußball. Ich würde gerne noch ein bisschen weiterreden, aber der Fritz, der hat schon seinen Finger am Abzug. Fritz, du hast noch für Herrn Majewski eine Kölsch-Testfrage. Wenn ihr die besteht, talken wir noch ein bisschen weiter. Wenn nicht, müssen wir hier aufhören. Fritz, leg los. Wie heißt die wieder nicht. Wird jetzt schon? Ja. Ganz ruhig. Ganz halt nicht. Ist doch ganz ruhig. Ich bin dabei dir. Die sind nur am Faulen. Wie heißt die älteste Kunstmesse der Welt? Also als Imi musste ich hier jetzt da googeln, da habe ich jetzt keine Ahnung. Weiß es jemand von Ihnen? Wie heißt die? Ich mache mal auf Pause. nicht, dass wir hier. Also wie heißt die älteste Kunstmesse der Welt? Art Cologne. Was, hier was? Ja, Art Cologne. Ist das richtig? Ja. Und das ist richtig, jawohl, Applaus! Dankeschön. Ja. Tschüss. Sie haben es zwar nicht bestanden, aber trotzdem vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Dieses Revolonia. Darf ich bitte? Du hast ja schon eins bekommen, Bernd. Der Revolutionsstern mit den Kölner Domspitzen höre ich nochmal ein A. Und natürlich dank Tobias Kreiten auch diesen wunderschönen. Darf ich das mal weiter? Oder willst du tauscht ihr gerade Telefonnummern aus oder was macht denn die? Was habe ich denn gewonnen? Da lässt man den mal gerade alleine. Was hätte er gewonnen jetzt? Ich setze nie mehr Leute auf die Gästeliste. So, und noch diesen wunderschönen Talk am Mikro. Dankeschön. Christian Majewski, Applaus! Und während ich jetzt mit Herrn Majewski den Fernseher rausschiebe, hören wir noch einmal die Flautschreibers. Applaus!
Habt ihr die Floorjoybers? Und jetzt kommen wir wieder zum Filetstück von Talk am Nil, zu einer wunderbaren Rubrik, die da heißt Uwe erklärt. Und er stellt sich heute auch unter das Thema der heutigen Sendung Fortschritt und Technik. Und Uwe erklärt heute... Ja, was erklärt er denn? Wer sind Sie überhaupt? Herr Kossler, Sie haben mich persönlich eingeladen. Und Was? jetzt machen Sie dauernd diesen Anti-Ding. Wann habe ich Sie denn persönlich eingeladen? Sie haben doch gesagt, liebe Hildegard, kommen Sie vorbei. Und Wann was war muss das ich denn? feststellen, dass Sie hier die ganze Zeit von Ihrer Frau reden. Nicht mal Ihrer Ex-Frau. Ja, die wohnt auch woanders. Ja, wie viel sind denn? Ach, Sie mischen sich auch noch ein. So, bevor hier das Ganze entgleitet, Ja. möchte ich bitte jetzt zur Machen Rubrik Sie kommen. mal. Meine Damen und Herren, in der Rubrik Technik erklärt uns heute unser Filetstück. In der Uwe. Ich kenne meine Wirkung, Herr Kossler. Ich spüre schon die Nähe. Ja, das rieche ich bis hierher. Ja. Erklärt uns heute unser Uwe eine neue Ausgabe von Uwe erklärt, den Begriff Oszilloskop. Viel Spaß. Ja. Was ist denn da hinten? Hallo, ich bin der Uwe. Heute erkläre ich, was ist ein Oszilloskop? Hat mit Ossi nichts zu tun. Der deutsche Physiker Karl Ferdinand. Moment. Der deutsche Physiker Karl Ferdinand Braun entwickelte die Kathodenstrahl weiter. Oder? Der deutsche Physiker Karl Ferdinand Braun entwickelte die Kathodenstrahlröhre weiter. Da ist es schon zu sehen. Ihm gelang es, dass der grüne Fluoreszenzfleck seine Position synchron mit seinem elektromagnetischen Feld, das von einem variablen Strom erzeugt wurde, änderte. Das von einem variablen Strom, das von einem variablen Strom erzeugt wurde, änderte. Er nannte dieses Gerät Oszilloskop oder auch Oszillograph, wie hier dargestellt. Der Fluoreszenzfleck folgte den Oszillationen des Feldes und machte sie sichtbar. Dieses Gerät war der Vorläufer des Fernsehbildschirms. Das war's für heute. Bis neulich. Und immer dran denken, wir sind alles Menschen, oder? Uwe erklärt! War wieder schön, oder? Unser Uwe, meine Damen und Herren. Ja, jetzt sind wir fast schon auch am Ende der Show angekommen, meine Damen und Herren. Nee, Mutter, ich bin hier in so einer Show. Nein, da ist der Moderator, der hat mich hier reingeloggt. Wer sind Sie denn überhaupt? Sie rufen die... Nee, ja, nicht nur der, auch die Nachbarin macht mich an, Mutter. Ja, die quatscht den ganzen Abend mir hier ins Ohr. Ja. Nein, ich bin in so einer Talkshow. Ja, habe ich an. Nee, sieht gut aus. Nee, Mutter, das ist so eine Talkshow im Fernsehen. Ja, Männer sind auch da. Nee. Ja, einer sieht Vater ähnlich. Hört doch nochmal auf. Was halten Sie mir das hin? Ja, wenn Sie schon hier mitreden, dann können Sie wenigstens ins Mikrofon sprechen. Ach, soll ich... Mutter, der will, dass ich im Mikro spreche. Ja, Wie soll ich auf...
Mutter, der sagt, ich soll aufhören. Nee, dann lass den mal weg und dann, nee, brauchst du nicht holen, lass mal, nee. Namen Vater. Ich setz mich. Nee, ich bin in einer Kneipe in Köln-Nil. Ja, großartige Künstler, großartiges Publikum. Ja, ich bin eingeladen worden. Doch nicht von mir. Von Herrn Vater von so einem Dickerchen. Ja. Gott auch mit dir. Tschüss. So, Herr Kossler. Hallo, schönen guten Abend. Sie sind, Michael Kossler, Sie sind Herr Kossler, mein Name ist Hildegard Scholten. Frau Scholten. Wir haben uns letztens hier getroffen und jetzt erkennen Sie mich nicht wieder? Im Linkewitz? Natürlich hier. In der Sonnenterrasse. Da wurde gerade draußen gearbeitet. Da saßen Bauarbeiter, die haben die Bänke höher gemacht, damit man hier auf den Rhein gucken kann. Und sie haben sich nichts gemerkt, weil sie Bier drin hatten. Ja, was soll man denn auch sonst? Wir haben ja gerade in den Felden gehört, man soll ja auch die örtliche Kneipe unterstützen. Ja, das mache ich ja auch. Ja. Sie haben gezahlt. Ich habe doch nicht für Sie gezahlt. Also Den ganzen Abend, Herr Kossler. Deshalb bin ich hier. Ich moderiere hier immerhin eine Show. Ja, ist ja toll, dass Sie eine Show moderieren. Warum bin ich nicht dabei? Sie sagen, ich soll hier hinkommen, aber dann darf ich nichts sagen. Sie ist das bei all Ihren Frauen so? Sie reden doch die ganze Zeit. Ach, ich rede doch gar nicht die ganze Zeit. Außerdem, jetzt muss ich aggressiv werden. Die Leute halten mich für unsympathisch. Und? Ich bin total nett. Schnauze. Na ja, gut. Das ist nett ist. Sind Sie Single? Ja, Sie kennen sich aus mit Frauen. Ja? Ja, klar. Was sich neckt, das wissen Sie schon. Ne? Sie immer dabei. Sie sind aber auch hier. Sind Sie die Kupplerin aus Nil? Ich bin hier auf der Michael. Was wie? Sie sind ob der Michael. Wieso sind Sie da drupp? Da bin ich jetzt dran. Ich bin Single. Und mal für alle Herren hier, ich kann auch eine Beziehung führen. Und wenn ich sage führen, dann meine ich führen. Ich glaube, das ist ein Ärztezug. Dass Sie sich jetzt wieder melden, ne? Sie brauchen eine Führungskraft, ne? Sind Sie Single? Nein, ich sehe den Ring. Nein, aber ich kann die Russwürfe. Sie sind mit allen da auf der Bank zusammen, oder was ist mit Ihnen los? So, man muss aber auch mal Frauen übergehen. Herr Kossler, moderieren Sie Ihre Show ab und wir gehen raus. Ich hätte aber noch eine Anekdote mit Fritz, die muss ich aber von da machen. Aber danach, dann verspreche ich Ihnen... dazu. Wenn Sie mir, dann kommen Sie halt mit, ja. Meine Damen und Herren, Hildegard Scholten und Fritz Zöller. So, rufen wir nochmal nach hinten. Ist das ein Chaos heute? Da haben Sie es ja geschafft, was? Hallo. Ach ja, jetzt kaum hier sitzen und schon den Glatzköpfigen anbaggern, oder was? Ja, und da kommen Sie doch auch hin. Ist doch okay. So, Ich denke an Ihre Zukunft. meine Damen und Herren, wir sind fast schon am Ende von Talk am Nil angekommen. Aber was wäre Talk am Nil ohne die berühmte Anekdote von Fritz, et Läufestüffchen? Ja, het Löwenstiftchen. Ich sitze boven am Dach und kalt ist meine Jade. Aber nee, ich wollte eigentlich nicht anders erzählen. Ach, schon wieder nicht. Also, Fritz, nee. Sie sind mir sympathisch. Unsympathisch, ne? Sympathisch. Na gut, also ich habe ja eben erzählt, dass ich am FKK-Strand war. Im Vorstand? In dem Vorstand und das war immer nur, ja, leichte Beine, Ruhe, ja. Macht das bequem, Mensch. So. Aber, Fritz, bitte. Nein, es ist gut. Ja. Schweißfisch hat das gegeben. Also du warst, ja, FKK? Ja. Und das war immer bis Oktober unsere Sache, die hier in Köln, Kunst ja nur bis im Oktober, dann ging ich in Urlaub. Dann bin ich mit meiner Frau nach Ibiza. Da war ich 4, 5 Mal in der Zeit. Also Moment, du warst Geländewacht beim FKK-Strand? Ja. Jede Woche oder auch unter der Woche? Nee, da war ich jeden Tag. So, jeden Tag und dann bist du in Urlaub gefahren? Ja, nach das Ibiza? hatte ich ja verdient. Oder auch auf dem FKK-Strand? Auch, natürlich. Okay. Ich mache nur Urlaube auf FKK-Stränden, weil die sauberer sind. Ja, aber das klingt doch spannend. Urlaub auf Ibiza, FKK-Strand, Dankeschön. Ja, du kannst ja nächstes Jahr uns mitmachen. Das machen wir. Mit einer Urlaub. Da sind wir dabei. Ja, und auf Ibiza kannst du auch filmen. Auf Ibiza kann ich auch filmen, mit Frau Scholten. Ja, aber erstmal mit Badeanzug. Nein. Und Badehose. Wenn buddelnackig Sie bis sind am doch Hof. nicht mehr da. Nein, buddelnackig bis Na, also bis Fritz, am Hof. so alt ist er ja noch auch nicht. Gibt es im Karneval nicht so Attrappen, dass man sich was anderes hinhängt? Das ist keine Attrappe, was Sie da So unter draußen Ihrem die Knie so nicht spüren. unter der Leute.
Muss da eine Attrappe sind? Traust dich so nicht? Oder? Also was meinen Sie? Sollen Fritz, Frau Scholten und ich nächstes Jahr FKK-Urlaub auf Ibiza machen? Ja! So, und für die Unentschlossenen stimmen Sie ab über Facebook, Facebook/TalkAmnil. Sollen wir zu dritt Nacktbadeurlaub auf Ibiza machen? In diesem Sinne, das war's! Das war's von TalkAmnil, meine Damen und Herren. Tschüss, Sade, Fritz und ich aus dem Blickwitz. Dankeschön, haut doch mal rein in die Tasten. Ich muss mal kurz hier aufstehen. Mit dabei heute Frau Scholten. Keine Ahnung, wo die herkommt. Christian Majewski, Detlef Kordat mit Charisma. Der Fritz Söller und meine Wenigkeit. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fritz, hilf mir. Dann sehen wir uns am Nacktbadestrand nächstes Jahr. Ja, ich denke, wir können uns nicht übersehen. Und da wollen wir mal sehen, wer die größeren Brüste hat. Ja, das schauen wir mal. Ja.